So, ich habe hier Stückchen, das vertellt wurde von der Schreiner Leo Knoben und ich habe das abgeschrieben. Trinke Wölm und Harzelt sprach Aljosch die Jungborste von den Dorf an und mit Hören beginnen mit der Draht nach der Peerschnell nach Lendig zu werden. Wie sie op der März nur aankomen in Lendig, da zogen ze in Boot staan, wo veel lui uit en ingingen. Oben op die Front von die Boot stehen geschrieben, Li, La, Lo. Die Lü, die uit die Bude gut kamen, lachten allemal sich kaputt. Glasses Antun, das war mein Vater, war auch dabei. Hij ging ook in die Bude rein. En in de düstere Jank war er lag, wo man bloß der Kopf durchstecken konnte. Alle Lü waren so neugierig und stoken der Kopf durch das Lag. Da streek Evromisch mit der Hängeste die Lü durch das Gesicht. Grete Jöf und Knobes Robert wollen auch weten, was in die Bude durch war. Sonntag danach ging Classes Antun, also meine Pap, in die Kirche mit der Teller. Grete Jöf und Knobes Robert saßen auch in der Kirche. Wie sie Classes Antun sahen, fingen sie an zu lachen. Das hat er den Tag gesehen und lud sich die Jungen nach der Vesper in die Sakristie kommen. Der Dechant fragte die Jungs, warum sie gelacht haben. Die zwei trugen sich aber nicht und das war ja auch zu verstehen. Der Grund von der Lachen zu sagen. Dechant Tag mo kochte Prozess mit die zwei. Und Jof hören alle Betts in der anständige Urweg rechts und links auf die Backe. Die Zwieborste hat Lila Lo nie vergessen.